Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit eurem Host, dem Kasel. Ja, ich höre es schon, nur mit dem Kasel, das ist richtig, ich habe die heutige Episode alleine aufgenommen. Wir reden aber über folgende Themen. Einerseits einmal über den Christian Horner, der Red Bull hat müssen verlassen. Das ist eben gerade dann bekannt worden, wo wir die letzte Episode rausgelassen haben. Also ein paar Tage später ist das rausgekommen. Darum, wir sprechen es oder ich spreche es noch in dieser Episode an. Dann natürlich über den Belgien Grand Prix, über das Regenchaos oder die Verschiebung. Über diverse Verträge, die verlängert worden sind oder auch anstehen noch. Plus auch noch über den Ungarn Grand Prix und noch ein bisschen den Ausblick in die zweite Saisonhälfte. Ich wünsche euch natürlich trotzdem, dass ich alleine bin, eine gute Unterhaltung und auch viel Spass bei der heutigen Episode. Gut, wir legen los mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Ich hoffe, ich kann euch auch alleine ziemlich gut unterhalten. Wie gesagt, der Schubs ist heute leider nicht anwesend. Er hat mich ein bisschen hängen lassen, aber sei es drum, wir machen das jetzt halt schnell alleine im Zug durch und wir starten mit dem ersten Thema und zwar mit dem Christian Horner, wo ja Red Bull verloren hat. Es fühlt sich jetzt so ein bisschen an, als wäre es eine Ewigkeit her schon, dass er ja, Red Bull verloren hat. Es ist ja eigentlich auch schon etwa 3 Wochen her, 4 Wochen her. Also es ist ja nicht gerade gestern passiert. Und ja, was soll man dazu sagen? Also zuerst mal muss man ihm natürlich schon Props geben, dass er das Ganze wirklich 20 Jahre lang gemacht hat. Also es gibt nicht viele Teamchefs, die halt wirklich 20 Jahre lang in einem Rennstall sind. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt vielleicht abgesehen vom Frank Williams, wo ja eigentlich der Teambesitzer war, wüsste ich jetzt nicht gerade auswendig, welcher Teamchef über 20 Jahre oder an die 20 Jahre in einem Team der war oder dort eigentlich wirklich das Ganze gemanagt hat und auch wirklich Red Bull zu Erfolg geführt hat und dann nachher nochmal zum Erfolg geführt hat. Also von dem her, da muss man wirklich im Christian Horner lassen, wie man ein Team führt, wie man gute Leute holt und alles drum und dran. Das hat er wirklich sehr gut gemacht, fahrertechnisch, sei dahingestellt. Da hat er vielleicht schon hier und da mal ein paar Fehlentscheidungen gemacht, wobei da muss man eben dann halt auch festhalten, dass das Ganze halt nicht nur von ihm herkommt, sondern halt auch vom Dr. Helmut Marko unter anderem mal, was ja, oder er ist ja eigentlich vor allem für die Jungen zuständig und ja, er wird das natürlich dann auch wieder in den Raum hineinwerfen, dass der und der soll raufkommen. Ja, der Grund, wieso dass er hat müssen gehen, ist nicht so offiziell bekannt, sage ich jetzt mal. Also es gibt also ein paar Spekulationen, offiziell bestätigt ist aber noch nie etwas geworden. Es heisst einfach, ja, er hätte sich in zu viele Abteilungen schon nicht eingemischt, aber es hätte einfach zu fest schon in gewisse Sachen integriert gewesen und er hat nichts abgeben. Also er hat eigentlich zu viel geschaffen, kann man sagen. Er hat zu viel geschaffen, hat zu viel gemacht und man hätte ihn eigentlich entlasten. Das ist so ein bisschen, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, der Grund, wieso das eine rausgerührt haben. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich wird schon der Hauptgrund sein, dass die ganze Geschichte mit der Affäre Red Bull ein bisschen geschädigt hat, plus natürlich halt die diversen Abgänge, die auch Red Bull hatte, mit dem Adrian Newey, mit dem Jonathan Wheatley, oder wie er auch wieder heisst, der nachher zu Sauber gegangen ist als Teamchef. Das sind halt alles so Sachen, wo man muss wirklich sagen, ja, das hat jetzt im Christian Horner halt auch nicht so gut da, plus halt auch die ganze Thematik mit Max Verstappen, wo ja vielleicht zu Mercedes wird wechseln. Das sind halt alles so ein Sachen, wo man muss sagen, okay, das hat vielleicht ein bisschen beigetragen, dass sein Ruf ein bisschen geschädigt worden ist. Plus kommt dann nachher noch dazu, dass Red Bull, seitdem dass der Mateschitz gestorben ist, also das ist ja eigentlich der Red Bull-Gründer, also man muss es so sagen, Red Bull gehört ja zu ein bisschen mehr als 50% eigentlich Thailand, also thailändische Macht, sage ich jetzt einmal. Und Mateschitz war ja eigentlich der, der Red Bull nach Europa, Amerika gebracht hat und eigentlich dort so das Getränk richtig bekannt gemacht hat. Red Bull ist eigentlich früher nur in Thailand so ein bisschen bekannt gewesen und ist auch wirklich kein grosser Markt gewesen, den sie entdeckt haben. Und er hat das grösser gemacht, hat glaube ich 49% gehabt und nach seinem Tod ist eben halt einiges drunter und drüber gegangen. Und ja, ich glaube, das sind so alles so ein bisschen noch
nachfolgen oder die Folgen von dem, wo halt eben passiert ist dort. Ja, ich finde es einerseits finde ich es ein bisschen schade, weil der Christian Horner hat halt schon geiles Temperament damals gehabt, also eben gerade auch gegenüber anderen Teamchefs. Er ist auch wirklich sehr fürs Team da gewesen oder hinter dem Team gestanden, das muss man wirklich sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube es aber auch für Red Bull, nach all diesen Teamabgängen und auch Performance, die sie haben, tut es vielleicht gut, dass sie einen Neustart mal machen und hat einfach auch, sage ich jetzt mal, ja, noch den letzten Mann ersetzen in der History, sage ich jetzt mal, von diesen grossen Namen, die bei Red Bull waren. Klar, es ist jetzt schade, es ist jetzt eigentlich nur noch der Max Verstappen übrig von diesen grossen Namen im Team. Wie lange der Max Verstappen noch bei Red Bull bleibt, sei dahingestellt. Also inzwischen wissen wir ja, das hat er vor dem Ungarn Grand Prix bekannt gegeben, dass er sicher noch 2026, also nächstes Jahr, noch bei Red Bull fahren wird. Er hat dann gesagt, er wird jetzt die ganzen Gerüchte beenden, die es immer um ihn herum gibt, dass er würde zu Mercedes gehen. Und das hat er dann gemacht und hat das eigentlich jetzt eben so bestätigt, dass er bei Red Bull bleibt. Der Grund dafür, glaube ich, ist einfach auch ein bisschen mehr wieder das, dass die Klausel von ihm ja angeblich so gewesen sei, dass wenn er nicht auf Platz 3 ist in der Championship vor der Sommerpause, also nicht vor der Sommerpause, sondern vor der Saisonhälfte, also heisst bei 12 Rennen, dann nachher kann er das Team wechseln auf Ende Jahr. Und das war ja schlussendlich nicht gewesen. Das war, glaube ich, P3 gewesen, immer noch. Und er hätte P4 sein, aber der Russell hat dann doch noch ein bisschen einen Gap gehabt zu ihm. Und ja, darum finde ich es ein bisschen komisch, dass die Antwort dann kommt, also oder vor dem Ungarn Grand Prix. Wieso hat er das vorher nie gesagt? Weil er hat dann eben so gesagt, also, ja, es war ja eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass ich bei Red Bull bleibe. Und auch die reine Thematik, dass ja der Toto Wolff und auch der Max Verstappen zusammen in Sardinien sind. Also klar, das kann natürlich Zufall sein. Ich finde es aber recht ein spezieller Zufall, dass die Welt so groß ist eigentlich und gerade die zwei treffen sich oder sind auf der gleichen Insel und Sardinien ist jetzt wahnsinnig groß. Darum finde ich ein bisschen speziell. Der Max hat auch dort keine Ferien gemacht, sondern er war schon mal ein paar Stunden, würde ich sagen, dort gewesen. Und der Toto ist mit seinem Schiff oder mit seiner Yacht oder was er hat dort gewesen. Darum finde ich ein bisschen speziell. Finde ich wirklich ein bisschen speziell. Aber mal schauen, ob sie vielleicht schon etwas ausdealt haben für 2027, weil es ist eben halt auch wieder speziell, das ganze Russell-Antonelli-Vertragszeug. Also ich denke schon, dass der Toto hat ja auch erwähnt, das hat er auch, glaube ich, vor dem Ungarn Grand Prix gesagt oder vor dem Belgien Grand Prix, einer von diesen zwei Grand Prix hat es gesagt, dass er mit beiden Fahrern möchte weiterfahren, also mit dem Antonelli und auch mit dem Russell. Aber der Vertrag ist doch nie zustande gekommen. Und ich glaube einfach, dass also der Antonelli, ich glaube, der ist ein bisschen so auf der Schippe, weil er ist halt schon ein bisschen in einer Abwärtsspirale. Das merkt man schon, seine Ergebnisse sind halt schon nicht so, was sich Mercedes auch wünscht und wahrscheinlich sich auch erhofft hat von seinem Talent, das er ja eigentlich auch hat. Und beim Russell ist es einfach ein bisschen komisch. Ich denke, dort wird es ein bisschen schwieriger sein, einen guten Vertrag rauszuholen für Mercedes bei ihm, weil der Russell will keinen Einjahresvertrag. Plus habe ich auch das Gefühl, dass er nicht den Max als Teamkollege möchte, weil wir wissen ja, wie der Max und der Russell miteinander auskommen. Das sind gerade die besten Kollegen. Und ich glaube, das sind alles so Kleinigkeiten, die mega mitspielen, wo ich auch denke, die ganze Vertragsverhandlung bei Mercedes mega in die Länge werden ziehen. Ich glaube, am Ende des Tages werden schon beide noch einen Vertrag haben für das nächste Jahr. Aber ich bin gespannt, ob der Russell einen Multi-Year-Contract bekommt oder ob es nur ein Jahresvertrag ist. Und ich bin auch gespannt, was sie bei dem Antonelli machen. Weil beim Antonelli weiss ich nicht, ob sie ihn wirklich möchten, noch ein weiteres Jahr bei Mercedes behalten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie ihn vielleicht in ein anderes Team möchten rein tun. Also dass Mercedes sagt, hey, look, wir geben euch den Antonelli, dass er Rennerfahrung sammeln kann und dann nachher holen wir ihn einen. Weil wir müssen nicht darüber diskutieren, der Antonelli ist sicher ein sehr talentierter Fahrer und er ist auch wirklich schnell. Aber das Top-Team ist für ihn in meinen Augen einfach ein bisschen zu früh. Habe ich so das Gefühl. Aber ja, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentarfunktion von dem Podcast oder von dem
Streamingdienst, wo ihr gerade die Episode hört. Würde mich wundern. Und ja, es bleibt sicher spannend, was das ganze Vertragszeug anbelangt. Ich denke, ich habe jetzt ein bisschen etwas gelesen noch, und das denke ich auch, dass das so ein bisschen der Fall wird sein. Ich glaube nicht, dass es zu einer Vertragseinigung kommt vor der Sommerpause oder jetzt während der Sommerpause, weil wir haben heute den 7. 8., wo ich die Episode aufnehme. Ich glaube nicht, dass in dieser Sommerpause es zu einem Vertragsabschluss kommt. Ich denke eher, dass wird so gegen Herbst in Singapur rum vielleicht stand kommen. Mal schauen. Aber man muss auch ehrlich sagen, der Russell hat nicht grosse Optionen, um irgendwo anders herzugehen. Weil ich glaube, es hat einfach auch, dass Red Bull zum Beispiel an und für sich jetzt keine Option wäre für den Russell. Der kommt ja schlussendlich auch wieder zum Verstappen. Und ich denke auch eher, dass Red Bull ein Auge auf den Isaac Hadjar geworfen hat. Und zu Noda ist halt natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, dem seine Formel 1-Karriere bei Red Bull wird per Ende Jahr fertig sein. Er hat sich zwar jetzt doch auch ein bisschen in Ungarn ein bisschen fahren und auch in Belgien hat er eigentlich nicht mal so eine schlechte Performance abgeliefert. Aber er ist halt doch immer noch ein bisschen weg von dem, was er eigentlich sollte liefern. Also gut, im Qualifying ist er von der Zeit her nicht extrem weit weg, muss ich so sagen, zum Max, also zum Teamkollegen. Aber halt, ja, im Renntrim selber ist er dann doch immer einer, der sich eher gegen hinten orientiert, statt gegen vorne. Darum weiss ich nicht, ob Red Bull ja da mit ihm noch weiterfahren mit dem Tsunoda. Ich finde es zwar schade, weil ich glaube immer noch, dass er ein sehr, sehr talentierter Fahrer ist und ich glaube, auch das Podium wird ihm brutal gut tun. Er ist ja jetzt der einzige Fahrer, glaube ich, in der Formel 1, der am längsten schon mit dabei ist, aber noch kein Podium hat. Also er hat schon am meisten Grand Prix gemacht, aber noch kein Podium geholt, meint. Irgendwie so ist es, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher oder nicht zu 100% sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe gemeint, es war irgendetwas so in die Richtung, wo ich mal etwas gelesen habe. Abgesehen von den Rookies natürlich, aber eben, die sind ja natürlich noch nicht so lange dabei. Ja, mal schauen. Also eben die ganze Vertragsgeschichte, alles, das ist super spannend. Es gibt ja auch ein Gerücht, dass der Lawson vielleicht wieder zurückkommt zu Red Bull. Lawson macht an und für sich einen guten Job, aber ich glaube halt einfach, dass halt nicht der AlphaTauri, sondern der Visa Cash App Wagen halt einfach wirklich einfacher ist zum Fahren, wie es halt immer gesagt wird. Und ich denke auch, dass ein Yuki Tsunoda wahrscheinlich in dem Auto viel besser wird performen als im Red Bull selber. Aber ja, so viel mal zu diesen ganzen Verträgen. Wir werden wahrscheinlich dann noch wieder zurückschweifen auf das Thema, wenn mir irgendetwas wieder in den Sinn kommt. Und ja, das nächste Thema, das ich mir da noch kurz notiert habe, ist Mercedes Hinterachse. Die haben es sicher alle schon auch ein bisschen gelesen, wenn ihr euch extrem mit der Formel 1 auseinandersetzt. Und zwar hat ja Mercedes ab Imola eine neue Hinterachse bekommen, wo ja jetzt nicht wahnsinnig viel gebracht hat. Also die Hinterachse war wirklich ein bisschen eine Katastrophe gewesen. Die haben sie ja jetzt wieder ersetzt oder beziehungsweise sind wieder auf die alte Hinterachse gegangen und jetzt plötzlich läuft es doch ein bisschen besser. Also klar, Antonelli, wie gesagt, weniger, aber der Russell ist doch gut dabei. Sei es jetzt im Ungarn Grand Prix zum Beispiel auch, Belgien ist er ja doch auch zum Beispiel ein bisschen mitgefahren. Also respektive im Sprint selber an und für sich nicht. Aber ich habe gemeint, im Rennen ist er mit dabei gewesen. Aber eben, das ist ja dann, wenn man einen Podcast ein bisschen verspätet aufnimmt, dann hat man da wieder ein bisschen Durcheinander. Genau, im Rennen an und für sich ist er auf P5 vorgefahren, hat dort auch Position Gewinn gemacht. Ja, aber ich denke, mit dieser Hinterachse werden es gut weiterfahren. Scheint es aber so, habe ich auch wieder gelesen, dass angeblich Mercedes jetzt nicht mehr weiterentwickeln, beziehungsweise dass das Auto von 2025 jetzt soll eingestellt werden. Wahrscheinlich werden noch 2-3 Updates kommen, die schon einfach in der Produktion sind. Aber grundsätzlich soll das Auto nicht mehr weiterentwickelt werden und man konzentriert sich jetzt voll auf 2026. Wenn es wirklich so ist, mutig jetzt schon das zu machen, aber auch verständlich, weil Mercedes hat ja schon seit mehreren Monaten, respektive sicher seit einem Jahr schon gesagt, dass sie grosse, also ja nicht grosse Karten, wie sagt man dem, dass sie halt viel in die Waagschale legen für die nächste Saison. Sage es mal so, ich weiß nicht, ob das korrekt ist sozusagen, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Darum, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob Mercedes ab 2026 wieder so dominant wird sein, wie zum Beispiel von 14 bis eigentlich 21. Wäre cool, also
Ja, nein, eigentlich wäre es nicht cool, muss ich ehrlich sagen. Es wäre schon cool, wenn alle Teams nicht beieinander sind. Aber es wäre schon cool, wenn Mercedes zwischendurch auch ein bisschen Erfolg hat wieder. Beziehungsweise ich würde es halt einfach ein bisschen, wenn es Antonelli würde bleiben, würde ich es eher dem Antonelli gönnen. Weil ich glaube, er könnte es gut brauchen und es würde dann halt einfach auch noch mal pushen. Aber mal schauen, wie sich das so dort noch auch weiterentwickeln. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar Belgien. Also wir haben es schon ein bisschen anthematisiert. Belgien war schon mit einem Sprintwochenende. Wir gehen schon kurz da durch, wer das Ganze so gerissen hat. Und zwar der Max Verstappen hat ja das Sprintrennen gewonnen. Erstaunlicherweise hat er das gut gemanagt. Und ja, auch erstaunlich, dass sie ein Auto kennen, wo die Pace können gehen. Red Bull einfach wieder einmal mehr. Die haben einfach immer so Phasen, dass sie einfach im Training und so extrem schlecht sind. Der Max mega zu kämpfen hat. Und dann tut es irgendwie aufs Qualifying her mal eine Setup-Änderung machen und dann ist er plötzlich wieder da. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal in dieser Saison erlebt, dass er halt einfach immer mit gewissen Änderungen plötzlich da steht am Auto. Und das finde ich cool. Red Bull ist halt so immer wieder ein bisschen ein Konkurrent, wo man nicht abschieben darf. Das finde ich cool. Mir gefällt das richtig. Man muss aber auch sagen, Piastri hat ein bisschen geschlafen. Ich glaube, er hätte auch ein bisschen aggressiver vielleicht verteidigen dort nach der Camel Straight ist er ja überholt worden, hätte vielleicht auch aggressiver verteidigen und vielleicht wäre es dann anders ausgekommen. Weil ich glaube, in der Nachfahren ins Spa ist halt doch relativ schwer und überholen, auch wenn es eigentlich eine Strecke ist, wo wir ja viel gerade auch haben, lange DRS-Zone haben auf der Camel Straight, ist überholen wahrscheinlich nicht so einfach. Und was wir einfach gemerkt haben, ist, dass es viele Teams gegeben hat, die mit Low Downforce gefahren sind und welche mit High Downforce. Weil eben, es ist ja auch angekündigt worden, eben Sonntag Und der Regen ist gekommen. Und da kommen wir eigentlich hier gerade zu dem riesen Thema, wo ja nach dem Wochenende oder während dem Wochenende kursiert hat oder vor allem während dem Rennen. Und zwar wegen Regen, der gekommen ist, der ja wirklich nicht ohne war, wirklich starker Regen war. Und das Rennen ist dann abgebrochen worden und eigentlich ist es dann verschoben worden, bis es trocken war oder aufgehört hat zu regnen. Und dann hat es schnell abgetrocknet und dann nachher, ist es dann nachher eigentlich ein Trockenrennen wieder gewesen, was halt im Max zum Beispiel gar nicht gefallen hat, weil er ein Setup hatte für Low Downforce und hat dann nachher eigentlich das Auto extra für den Regen abgestimmt und ist dementsprechend natürlich halt im Rennen ein bisschen untergegangen, dann, weil er halt einfach den Speed auf der Geraden nicht hatte. Aber jetzt ist halt einfach so ein bisschen die Frage, ist es nötig gewesen, hätte man das machen, hätte man es anders machen oder nicht? Ich glaube, viele von euch, ich inklusive, haben am Anfang gesagt, also, ja, so muss jetzt nicht sein. Ich habe es auch wirklich nicht geil gefunden. Ich sehe aber auch ein bisschen den Aspekt, wieso dass man es nicht gemacht hat, also nicht das Rennen gestartet hat unter diesen Bedingungen, beziehungsweise bei der ersten Formation Lab war. Weil Spa ist halt Spa, das darf man nicht vergessen. Spa ist halt sehr, sehr gefährlich. Eben, ich meine gerade der Antoine Hubert, der ja erst noch 2019 verstorben ist, in der Orange oben, beziehungsweise Rallye ist ja abgeflogen dort. Orange. Spa ist halt einfach eine sehr, sehr gefährliche Strecke. Und im Nassen ist sie halt einfach noch einmal mehr gefährlicher als, sage ich jetzt einmal, Ungarn oder sonst irgendwelche anderen Strecken. Darum, Sicherheit geht immer vor. Das muss man halt einfach sagen. Klar, ich bin auch einer, ich möchte gerne ein actionreiches Rennen haben, ein Regenrennen haben, weil wir sind ehrlich miteinander, das Rennen an und für sich ist zum Zuschauen nicht spannend gewesen. Das ist halt einfach so. Aber ich finde, man hätte vielleicht können das Rennen starten und also eben so einen Formation Lab machen, nachher entweder einen fliegenden Start machen oder vielleicht auch einen stehenden Start. Ich hätte jetzt gesagt, einen fliegenden Start. Oder alternativ, man hätte einfach ein paar Runden hinter dem Safety Car fahren, weil die Autos, die Grounding Area, die wir ja haben an diesen Autos, jetzt, die saugen ja wirklich das Wasser aus der Straße raus und schiessen es hinten raus eigentlich. Und das würde dann logischerweise wieder abregnen, aber halt auf die Seite raus und nicht eigentlich auf die Ideallinie. Und auch durch Pneu und alles wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen abgetrocknet. Klar, es ist ja nachher richtig viel Regen gekommen. Und dann wäre es wieder komplett nass gewesen. Aber man hätte immerhin ein paar Runden fahren, man hätte vielleicht auch ein bisschen Rennaction haben, aber
klar, eben auf der Camel Straight, das war so eine hohe Gischt, auch nachdem dass es trocken wieder war steht, oder wo es abgetrocknet hat. Das Wasser ist dort immer noch aufgeflogen. Und darum finde ich persönlich okay, oder ich finde es eine gute Entscheidung rein vom Sicherheitsaspekt her. Ich finde es natürlich aber auch gleich schade, auch eben für die zugeschaut haben, ist es natürlich schon auch sehr, sehr schade gewesen. Aber schreibt auch hier gerne eure Meinung in die Kommentare rein, wie ihr das so seht, ob ihr es könnt verstehen, wieso dass man das gemacht hat oder nicht. Zum Beispiel in Silverstone hat es ja recht auch geregnet und dort hat man eben den FIA ein bisschen kritisiert, dass eigentlich das Rennen so spät ist. Abgebrochen wurde, respektive Safety Car eigentlich so spät kam, weil das schon wieder extrem war. Kann auch sein, dass der FIA nachher ein bisschen zu vorsichtig war, das kann natürlich auch sein, aber schlussendlich, wie gesagt, ich glaube, man hat schon richtig reagiert in dieser Situation und ja, wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentarfunktion rein. Das ist eigentlich soweit schon Spa gewesen. Eben viel Spannendes ist ja eigentlich nicht dort. Was wir noch erwähnen können, ist halt einfach der Lewis Hamilton, seine Performance, die halt wirklich sehr schwach ist, leider. Also er hat ja einerseits in Belgien ein schlechtes Qualifying gehabt, ist dann aber durch die Strategie vorgekommen auf Platz 7 im Rennen. Aber im Ungarn selber hat er dann auch wieder ein katastrophales Qualifying gehabt. Und ja, er hat natürlich dann auch wieder müssen vorfahren. Renngewinner vom Hauptrennen war ja der Oscar Piastri, souverän gefahren. Hat das wirklich sehr gut gemanagt gehabt. Man muss aber auch wirklich sagen, der Norris hätte wahrscheinlich schon eher Pace gehabt zum Aufholen und hätte auch können wahrscheinlich vorbeigehen. Hat aber zu viele Fehler immer gemacht und ist wegen dem nie richtig an Piastri hergekommen, beziehungsweise ihm hat dann halt am Schluss wirklich so ein bisschen die Zeit gefehlt. Das sind ja 3 Sekunden gewesen. Ich glaube, wenn er die Fehler, die er gemacht hat, nicht gemacht hätte, wäre er wirklich auch am Piastri dran gewesen. Vielleicht nicht daran vorbeikommen, aber er wäre dran gewesen. Und der Charles Leclerc auf Platz 3 im Ferrari. Ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, dass der Piastri und der Norris das Gleiche in Ungarn dann nochmal erlebt haben, einfach umgekehrt. Nur hat der Piastri weniger Fehler gemacht, der Norris hat dann doch wieder 1-2 Verbremser gehabt. Das sieht man halt wieder, oder da sieht man halt dann doch wieder, dass der Norris doch immer noch ein bisschen fehleranfälliger ist. Aber ja, sonst muss ich wirklich sagen, McLaren momentan nach wie vor das Top-Auto. 2 wirklich sehr starke Fahrer. Ich würde nach wie vor immer noch behaupten, dass der Piastri ein bisschen stärkerer Kaliber ist momentan als der Norris. Der Norris aber dann doch vom Speed her, sage ich mal, ein bisschen schneller ist vielleicht hier und da. Aber der Piastri würde ich als stärker beurteilen. Und darum ist er immer noch absolut verdient, ja, die WM am Führen natürlich. Und ich bin gespannt, wie das in der zweiten Saisonhälfte mit diesen 2 dann weitergeht. Wir kommen dann nachher noch mal ein bisschen genauer darauf zurück wegen Oscar und dem Norris. Hat noch mal ein bisschen etwas notiert, das ich noch ansprechen möchte. Aber wie gesagt, mehr dazu dann später. Ja, die nächste Schlagzeile, die es gegeben hat, war, es hat ja schon immer ein bisschen Gerüchte gegeben, dass bei Ferrari der Teamchef ausgewechselt werden soll. Man hat ja auch ein bisschen diskutiert, kommt der Christian Horner, weil er ja eigentlich mal andeutet, also er hat nicht andeutet, er geht zu Ferrari, aber es hat immer so ein bisschen die Gerüchte gegeben und wie wir ja alle wissen, wo er auch ist auch ein Feuer in der Formel 1, also sprich, überall wo Gerüchte hat es auch ein bisschen einen Ursprung und da ist immer etwas Wahres dran. Dann ist eben der Christian Horner rausgerührt worden und da hat man gedacht, so, oh, jetzt kommt er wahrscheinlich zu Ferrari. Aber nein, Christian Horner bleibt, by the way, für Red Bull intern immer noch angestellt, aber keine Ahnung, was er jetzt genau macht, was er für eine Position hat, aber er soll anscheinend immer noch bei Red Bull arbeiten. Ja, der Fred Vasseur, er bleibt bei Ferrari, hat eine Vertragsverlängerung bekommen und da muss ich auch wirklich sagen, ich finde das gut, weil der Fred bringt wirklich ein bisschen Dynamik ins Team rein, ein bisschen Gelassenheit rein, auch viel Charme mit rein. Und er macht wirklich einen guten Job. Also man muss wirklich sagen, Ferrari macht es eigentlich nicht schlecht. Eigentlich. Es wird natürlich schon immer noch besser gehen, aber ich glaube, viel, was passiert ist in den letzten paar Jahren, haben wir schon ein bisschen im Fred zu verdanken, weil er wirklich auch gute Leute geholt hat. Ich würde schon sagen, dass es vielleicht ein bisschen ein Fehler war, dass man den Carlos Sainz rausgerührt hat, weil der Sainz ist halt doch, würde ich behaupten, bei Ferrari wahrscheinlich immer noch der stärkere Fahrer als der Lewis Hamilton. Das ist wohl krass, ich weiß, aber ich meine, bis der Hamilton sich also an das Auto gewöhnt hat, ja, ist wahrscheinlich das Jahr vorbei. Ich glaube nicht, dass der Lewis das Jahr noch groß etwas wieder reissen. Also ich wäre hure überrascht, aber ich denke, mit dem Sainz wäre es wahrscheinlich das Jahr besser gefahren noch. Aber
Das ist halt wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein bisschen spekulieren oder halt einfach so, ja, eben, was wäre wenn. Ich denke, es gleich, dass die Teamdynamik schon besser wäre mit einem Carlos Sainz und einem Charles Leclerc statt mit einem Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Aber ja, das ist so ein bisschen meine Meinung. Und ja, aber sonst, die News hat mich sehr, sehr erfreut, dass eben der Fred Vasseur jetzt bei Ferrari bleibt. Und ich denke auch, dass es für Ferrari oder auch einfach allgemein fürs Team sicher die richtige Entscheidung ist, dass man ihn behaltet und halt ja, einen neuen Vertrag anbietet. Und wer auch noch eventuell schon einen neuen Vertrag bekommt, wir wissen es aber noch nicht inoffiziell, oder beziehungsweise wir wissen es inoffiziell, aber noch nicht offiziell, so muss ich sagen, ist der Valtteri Bottas. Und zwar, er hat ja schon ein bisschen angeteased, dass er ja da eben beim Cadillac etwas zu tun hat. Also er hat ja so ein Video hochgeladen, so, eben, ja, das ist ein Cadillac und so, schau, er hat 2 Sitze und die sind beide noch frei und so. Das Video haben ihr vielleicht alle gesehen auf Instagram von ihm, ist wirklich sehr, sehr witzig. Es gibt viele Gerüchte inzwischen, oder die Gerüchte sich verdichten, dass der Valtteri Bottas bei Cadillac einen Vertrag unterschrieben hat. Wie viele Jahre, alles darum da, die Details wissen wir nicht, aber er soll anscheinend ab 2026 wieder an Formel 1 Start gehen und auch, eben wie gesagt, mit Cadillac. Finde ich an und für sich wirklich eine gute Entscheidung von Cadillac, dass sie jemanden holen, der so viel Erfahrung hat und auch in einem Team mitgefahren ist, wo die Championship gewonnen hat. Ich glaube, das ist für Cadillac wirklich sehr, sehr wichtig und auch essentiell, dass sie jemanden mit so viel Erfahrung. Und ich finde es auch cool, dass der Bottas wieder zurückkommt. Ich denke auch gerade so in das Ami-Ding passt er sehr gut. Und ja, hoffe auch wirklich, dass das Klima eigentlich offiziell bekannt gegeben wird. Aber wie gesagt, das ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Aber die Gerüchte, die man so hören, verdichten sich sehr stark. Er hat ja auch ein Interview gekonnt nicht gegeben beim Nico Rosberg, wo er mehrfach darauf gefragt wurde, wegen Cadillac, ob er jetzt dort schon den Vertrag unterschrieben hat. Da hat er immer gesagt, ja, ich habe ihn nicht verstanden, ich verstehe ihn nicht und so. Darum, ja, sehr witzig und ich glaube auch, dass das wirklich etwas dran ist. Der zweite Fahrer ist immer noch ein bisschen offen. Es hat ja lange Gerüchte gegeben, dass der Checo Perez kommt. Inzwischen sind die Gerüchte ein bisschen verflogen. Man hat auch irgendwie ein bisschen gehört, dass anscheinend eben der Bottas eigentlich mehr so der Fahrer Nummer 1 war, oder der Fahrer, den Cadillac wollte. Und ob es wirklich der Sergio Perez kommt, ist ein bisschen noch offen. Ich kann es mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass er kommt. Weil er halt einfach eben die mexikanischen Fans mitbringt, das habe ich schon mal gesagt. Auch viel Geld von Mexiko mitbringt, Sponsorgeld, was auch Cadillac alles brauchen. Darum schauen wir mal, wenn das bekannt gegeben wird. Ich denke auch da denke mal so etwa Zeitraum von Singapur rum. Ich denke mal so dort werden wir wahrscheinlich etwa wissen, wenn dann oder wer dann für Cadillac fährt. Ich denke, das sind eben so ja, im Raum Oktober, Ende September, Anfang Oktober. Ich denke, da würden wir es wissen, dann, wer wo fährt. Ich denke, dann sind so die ganzen Plätze ziemlich sicher vergeben. So sage ich jetzt mal mein Gefühl. Aber mal schauen, wie sich das dann fürs nächste Jahr bilden tut. Und was sich auch noch neu bilden, sind neue Unterböden für 2026. Auch da, ich denke, eben die sich ein bisschen mit der Formel 1 auseinandersetzen. Ich erzähle da viele Sachen, die ihr wahrscheinlich schon alles gelesen habt. Es gibt vielleicht auch ein paar Sachen, die ihr nicht gehört habt. Darum ist auch eigentlich der Podcast dafür da, um euch ein bisschen updaten, was man so hört, respektive was wir oder was ich jetzt so denke. Jetzt will ich die Episode halt selber machen. Was ich halt einfach denke, was vielleicht noch wichtig ist zum Wissen oder was vielleicht interessant ist zum Wissen. Und zwar sind das neue Unterböden ab 2026. Das Thema haben wir schon etwa mal besprochen in dem Podcast. Ich muss das nicht wahrscheinlich wieder aufgreifen, sonst lasse ich gerne mal ein bisschen ältere Episoden von uns. Aber wir wissen ja alle, ab 2026 wird Formel 1, ja, also habe ich persönlich das Gefühl, in eine Abwärtsspirale reinkommen, was halt einfach die Autogeneration anbelangt. Und zwar, wir wissen ja alle, wir fahren 50% Elektroeinheit und 50% Verbrennereinheit. Genau ist es eigentlich ein bisschen mehr Verbrenner, aber nur ein paar Prozent und ein bisschen weniger Elektroanteil, aber zum Runden 50-50. Und eben, ich werde jetzt das nicht nochmal aufholen mit, ja, eben, man hat zu wenig Leistung also man hat 1000 PS, aber die 1000 PS kann man noch 20 Sekunden abrufen pro Runde, weil nachher ist die Batterie leer und alles drum und dran. Eben, das habe ich schon 100 Mal gesagt, muss ich nicht nochmal erwähnen. Was jetzt aber nochmal zusätzlich geändert wurde, ist der Unterboden. Und zwar, man geht wieder weg von dieser Grounding-Ära, die wir jetzt hier haben. Also, wir haben ja ab 2022, was ja eigentlich ursprünglich ab 2021 war, aber wegen Corona verschoben wurde schon mal ein Jahr, haben wir ja die Grounding-Ära, also wo wir jetzt eben haben, wo halt die Autos sich am Boden absaugen.
und so eigentlich der meiste Abtrieb generiert wird. Jetzt hat man eben festgestellt, hey, wir müssen andere Autos bauen, andere Chassis bauen, dass wir genug schneller sind, weil sonst ist die Formel 2 ja schneller als wir in der Formel 1 und das wäre natürlich ein richtiges No-Go. Und jetzt hat man auch bekannt gegeben, dass man halt wieder mehr möchte die Aerodynamik über das Auto hineinleiten und nicht unten durch, also nicht über den Ground rein, also über den Unterboden rein. Jetzt kommt wieder eigentlich ein viel vereinfachter Unterboden zum Einsatz, sprich eigentlich der, wo man kann von 2017 bis jetzt im 2021, also wirklich, wo so die breiten Kehren gekommen sind Anfang. Die Unterboden sind ja eigentlich auch relativ einfach gewesen noch. Und die kommen jetzt eigentlich dann wieder zum Einsatz oder so ähnliche, natürlich nicht 1:1 die gleich, aber wir reden so etwa vom Bilderischen, wenn ihr euch jemanden vorstellen könnt. Vielleicht müsst ihr halt schnell kurz googlen, es gibt auch diverse Bilder. So wird es nicht aussehen, wieder viel einfacher. Und ich finde das ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen, weil es ist am Anfang schon recht schlimm war und auch jetzt gegen Ende Season oder Ende Generation weniger. Aber am Anfang hat man doch immer mal hier und da Unterbodenschaden gehabt, weil halt einfach sie nicht ganz verstanden haben, wie funktioniert das Auto, wie müssen wir es einstellen und alles. Und dann hat es halt mal Unterbodenschaden gegeben, was dann wieder ein Verlust war von der Aerodynamik. Und dann nachher, hat man dann wieder ein Auto gehabt, das unfahrbar war oder schlechter fahrbar war, als wenn es logischerweise normal funktionieren oder ganz wäre. Und darum finde ich das eigentlich gut, dass man wieder auf einen simpleren Unterboden geht, weil dann kann man sich auch wieder ein bisschen mehr erlauben, zum Beispiel über einen Curb reinzuballern, ohne dass man sich gerade den Unterboden versichert, ganz einfach. Darum finde ich gut, dass man das macht, allerdings soll das jetzt nicht irgendwie grosse Hoffnung schaffen, dass 2026 eine tolle Saison wird werden. Also klar, ich bin kein, wie soll ich sagen, ich bin nicht einer, der in die Kugel hineinschaut, in die Kristallkugel hinein und sieht, wie die Zukunft wird von der Formel 1. Aber eben so da, wo man gehört, ist sehr, sehr negativ, auch nicht so wahnsinnig erfreulich. Viele Fahrer haben sich jetzt inzwischen auch wirklich öffentlich beklagt oder haben sich auch das Wort dazu genommen und haben gesagt, hey, eben die nächstjährigen Autos, also 26 Autos, die werden nicht gut sein zum Fahren. Das fühlt sich nicht gut an. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, aber ich glaube, die Formel 1 wird da schon relativ schnell müssen irgendeine andere Lösung finden. Momentan steht immer noch ein bisschen im Raum, dass ab 2028 wieder V8-Motoren sollen kommen, wieder ein bisschen auch einfachere Motorprinzip durch synthetisches Benzin, also das E-Fuel. Soll das auch wieder möglich sein, dass man grössere Motoren verbauen kann, dass man dann halt einfach wieder nur ein Kers reinfetzt, wie wir es vielleicht auch schon mal hatten, oder vielleicht einfach ein kleiner Hybridmotor. Mal schauen, wie sich das dort noch weiterentwickelt. Aber ich bin ehrlich mit euch, meine persönliche Meinung ist, dass wir die Motorgenerationen oder die Generation an Fahrzeugen, wie wir sie jetzt haben, wahrscheinlich nicht 2028 noch werden sehen. 26 und 27 ja, weil so schnell kann man halt leider nicht irgendwie Änderungen machen, aber auf die Saison 28 könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht dann nochmal eine Änderung wird geben. Darum bin ich gespannt, auch wieder da, schreibt gerne eure Meinung wieder in die Kommentare rein, wie ihr das so seht, wenn ihr euch mit dem Thema befasst habt. Und dann rücken wir weiter zum Ungarn Grand Prix. Wir haben es schon ein bisschen, oder ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt, ich werde immer mehr sagen, weil ich das Gefühl habe, wir sind das Zweite, aber ich rede da seit gut 30 Minuten liken. Wie schon erwähnt, Max Verstappen, der bleibt bei Red Bull, das hat er an der Pressekonferenz in Ungarn bekannt gegeben, also am Donnerstag, aber er bleibt dort. Wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, er hätte das auch früher bekannt geben, wenn es wirklich definitiv war. Wieso hat er das so spät gesagt? Wahrscheinlich wegen der Klausel, weil man halt einfach gemerkt hat, okay, ich kann nicht zum Mercedes gehen bis Ende Jahr. Ich muss da bleiben. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wie gesagt. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Dann nachher Ungarn Grand Prix. Ungarn ist wirklich, muss man sagen, einerseits sehr erfreulich gewesen und ich habe mich auch selber ein bisschen gefreut, wo der Charles auf Pole gefahren ist. Sehr, sehr unerwartet, weil niemand hat eigentlich damit gerechnet, weil Ferrari doch wieder recht gestruggelt hat. Ich meine, Hamilton, der ist ja wirklich katastrophal gewesen. So weit hinten wieder gelandet. Sein Rennen ist wirklich dann wieder für nichts, kann man sagen. Also, beim Hamilton, wie gesagt, er hat ja auch ein Interview gegeben, wo man auch sich darüber streiten kann, ob das jetzt wirklich notwendig war mit
Ich glaube, sie müssen den Fahrer wechseln, also mich wechseln und so. Ich meine, eben, mir wird ja immer wieder gesagt, ich bin Hamilton-Fan und so. Und ja, ich bin vielleicht einer, der ein bisschen mit dem Hamilton sympathisiert, weil ich finde ihn an und für sich finde ich einen coolen Kype, ich finde ihn einen sympathischen Kype. Ich weiss, da denken sich jetzt viele jetzt so, ja, wahrscheinlich, ja, hupen zu dem oder so. Wieso findet er ihn sympathisch? Aber ich weiß auch nicht. Ich finde ihn halt einfach noch relativ sympathisch. Und ich finde auch einfach, er hat Credits verdient, was er alles erreicht hat in der Formel 1. Und ja, er ist auf Platz 12 gelandet im Rennen, weil er halt einfach auch ein scheiß Qualifying hatte. Und was mich halt einfach dann gleich ein bisschen aufregt an ihm, ist halt einfach seine Art und Weise, wie er so ein bisschen die Interviews gibt. Eben so mit, also er redet da einfach immer trainieren, wenn er eine Frage gestellt bekommt, er redet einfach trainieren und lässt sich gar nicht ausreden. Und plus sagt er eben so Sachen wie so, ja, eben, sie müssen wahrscheinlich den Fahrer wechseln und so, eben, er sagt nichts mehr und so. Und also klar, ich verstehe es schon, du bist hure frustriert, weil eben das Auto vom Teamkollegen geht auf Pol. Und dann fragst du dich natürlich schon, hey, wieso schaffe ich das nicht? Wieso komme ich nicht auf Pol, aber mein Teamkollege schafft es? Und da finde ich es schon, aber gleich ein bisschen, ja, schwach ist vielleicht das falsche Wort, aber es spricht so ein bisschen gegen seine Mentalität, die er eigentlich immer so ein bisschen an den Tag legt oder wo er schon immer so sagt. Ich weiss, es gibt auch Tage, wo auch so einen schlechten Tag hat oder einfach dann einen Moment gibt, wo er halt einfach nur noch negativ denkt. Ich finde es einfach hure schade und mich hat das schon ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen. Also das ist eigentlich das, was ich aber von Anfang an sage. Mich hat das ein bisschen gestört, dass man so etwas sagt, weil klar, eben, du darfst auch ein bisschen Schwäche zeigen, du darfst auch sagen, hey, es ist hure frustrierend, es ist hure scheiße und ich weiss nicht, was es ist und so. Aber ich finde es ein bisschen krass, dass du als Fahrer, als siebenfacher Champion, nicht achtfacher, siebenfacher, ich habe es richtig gesagt, dass du dann einfach so sagst, so, ja, ich glaube, so, man muss mich austauschen. Weiss ich nicht, ob man das muss sagen. Darum, schwierig. Würde es ein bisschen kritisieren, muss ich auch ehrlich sagen. Aber wir haben schon eben, wie gesagt, erfreuliche News gehabt mit dem Charles Leclerc, der aufs Podium, auf Dings kommst, meine ich, auf Pole Position kommst. Wie gesagt, mega unerwartet, weil Ferrari eigentlich nie wirklich so ein bisschen in dieser Position war, um auf Pole zu fahren. Aber Ferrari hat es relativ gut gematcht mit der Strecke, wo die Bedingungen immer besser geworden sind. Und sie haben es halt wirklich einfach gut gemacht. Sehr erfreuliche Bilder gewesen. Aber das erfreuliche Bild hat leider eben nur am Samstag gehalten. Am Renntag selber, im Rennen selber, ist es dann für den Leclerc leider hintergegangen. Und er hat geflucht wie ein Rohspatz am Funk. Hat gesagt, eben, ich habe euch gesagt, man hätte es so machen. Und das sind halt einfach dann so Momente, wo ich mir dann nachher so frage, beim Charles, wie lange bleibt er echt noch bei Ferrari? Wie lange tut er sich das echt noch an? Und klar, ich denke auch, so eine Frage wird er sich sicher auch stellen. Aber er ist ja doch relativ smart und ich denke halt auch, dass er schon immer noch Potenzial bei Ferrari sieht. Es ist zwar hart, ich denke, der Mann ist mehr als eins gebrochen worden, wahrscheinlich auch schon mehr als 10-mal gebrochen worden von Ferrari. Aber trotzdem muss man ihm eigentlich auch würdigen für das, dass er so stark bleibt und immer mithaltet dort mit Ferrari oder dass er immer noch dem Team treu bleibt. Aber man muss halt einfach sagen, wo wird der alternativ hergehen? Ich meine, eben Mercedes wäre schlussendlich auch wieder gleich weit, wie er jetzt ist mit Ferrari, weil die kämpfen ja eigentlich so ein bisschen miteinander. McLaren wird er nicht reinkommen, weil ich denke, McLaren wird oder ist happy mit den 2 Fahrern, die sie haben. Red Bull ist ja eher Katastrophe vorprogrammiert. Da geht es wahrscheinlich eher nur mehr runter als aufwärts. Und dann nachher hast du halt schon nicht mehr so viele Teams. Aston ist fraglich, wie das sich entwickelt in den nächsten Jahren. Audi ist fraglich, wie es sich entwickelt in den nächsten paar Jahren. Alpine, wenn man gar nicht ist, anfangen. Also darum, schwierig zu sagen, wo er sonst alternativ könnte hergehen. Ich glaube, bei Ferrari ist er schlussendlich immer noch am besten aufgehoben. Und ich denke auch nicht, dass er jetzt irgendwie in der nächsten Zeit wird wechseln. Also ich wäre sehr, sehr überrascht. Und irgendwie gehört halt einfach zu Ferrari. Oder? Also ich kann ihn nicht irgendwo anders vorstellen, außer bei Ferrari, muss ich ehrlich sagen. Aber auch da, wie gesagt, wie immer, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Was denkt ihr? Wo könnte der Charles hergehen? Und wie lange geht es noch, bis er endlich die Championship gewinnt? Ist eigentlich auch krass, der Herr ist schon seit 2018, meinte ich,
der Formel 1. 17 ist er, glaube ich, noch nicht gefahren. Bin mir aber jetzt so 100%. Nein, 17 ist er noch nicht gefahren. Seit 18 ist er dabei. Also auch schon wirklich sehr, sehr lange in der Formel 1. Da hat es mal bei Alfa Romeo gestartet. Und ja, bei Ferrari einfach nie den Erfolg reinfahren, wo er eigentlich hätte sollen oder wo er auch eigentlich verdient hat, muss man ganz ehrlich sagen. Eben, für ihn ist es leider retour gegangen. Aber schlussendlich ist dann rausgekommen, dass er anscheinend, also laut Ferrari, hat er einen Damage am Chassis, darum hat er auch nicht mehr die Performance gehabt. Eine richtige Bestätigung hat es aber nie wirklich gegeben, beziehungsweise so ein Dokument oder weiss ich was, hat es eigentlich nie gegeben. Das war einfach nur eine Medienpresseaussage von Ferrari gewesen, dass er halt eben einen Defekt am Chassis hatte und dementsprechend halt Performanceverlust gehabt hat. Wer aber Performance gewonnen hat, war Aston Martin. Fernando Alonso, Lance Stroll, super stark im Qualifying. Zeitweise auch schnellste Sektoren rausgeballert wie blöd. Und also ich habe da für einen Moment wirklich Aston gesehen, irgendwie um ein Podium zu fahren. Also Alonso hätte es sicher gegönnt. Der arme Keib noch FP1 ausgefallen mit Rückenschmerzen. FP2 ist er dann gefahren, weil sie dann noch spezielle Bolsterung in den Sitz haben. 44 Jahre inzwischen sind nicht zu unterschätzen. Das merkt man halt doch mal schneller im Rücken. Aber trotzdem cool, dass er mitgemacht hat am ganzen Wochenende. Und auch cool für Aston, dass sie da mal ein Erfolgserlebnis hatten. Dicke Punkte abgesahnt, muss man wirklich sagen. Genauso wie der Gabriel Bortoletto. Sauber, auch P6. Super Ergebnis für ihn. Das beste Ergebnis, seit er in der Formel 1 ist. Und hat auch für Sauber wieder super Punkte geholt. Weil wenn wir jetzt hier mal schnell kurz auf den WM-Stand schauen, das ist inzwischen vom Teamwertung sehr, sehr interessant geworden. Und zwar, wir haben McLaren auf Platz 1, Ferrari Platz 2, McLaren aber mit 559 Punkten Vorsprung, oder nicht Vorsprung, sondern, Entschuldigung, 559 Punkte haben sie gesamthaft, Ferrari 260 Punkte. Krass, wie viele Punkte, also fast 300 Punkte Differenz haben die. Das ist krass. Mercedes, Platz 3, 236 Punkte. Die sind gute 20 Punkte von Ferrari weg. Red Bull 194, nur noch Platz 4 ist wirklich auch krass. Williams, best of the rest kann man sagen, Platz 5, 70 Punkte. Aber Williams auch eher ein bisschen rückläufig, nicht mehr so die Performance wie Anfangssaison, muss man wirklich auch sagen. Die haben auch ein bisschen abgegeben. Ungarn leider keine Punkte geholt. In Belgien haben sie aber 11 Punkte geholt. Dort hoffen wir auch mal, dass sich die wieder föhnen. Aston Martin eben jetzt mit dicken Punkten, 16 Punkte gesamthaft geholt jetzt in Ungarn, 52 Punkte gesamthaft in der WM. Sauber auch sehr stark vorgekommen. Ein Punkt hinter ein Punkt hinter Aston Martin, Entschuldigung, mit 51 Punkten. Auch jetzt eben regelmäßig immer schön Punkte geholt, natürlich mit dem Podium von Nico Hülkenberg in England hat das natürlich nochmal richtig Punkte hingespielt und sie sind wirklich seit Spanien, seit dem neuen Update regelmäßig in den Punkten gelandet. Top, wirklich sehr, sehr cool. Racing Bulls 45 Punkte, dicht hinterher kann man sagen, noch bei Sauber. Also dort ist es wirklich echt eng. Also zwischen Platz 6 bis Platz 9, sagen wir jetzt einmal. Das sind wirklich 20 Punkte Differenz. Also das ist nicht viel. Wir haben wirklich Racing Bulls, Haas und Alpine auf dem letzten Platz. Alpine wieder mal eine riesen Enttäuschung. Aber das ist schon seit Jahren eigentlich so. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange das Team wirklich noch Alpine heisst. Beziehungsweise Renault das wirklich herschmeißt. Weil für Alpine selber ist ja auch keine gute... also sind es auch keine schöne Lorbeeren, sage ich jetzt mal, um den Brand zu küren oder beziehungsweise für den Brand an und für sich selber. Darum, ja, ich glaube, das wird nicht mehr lange gehen, bis es dort auch mal einen Klapp gibt und dann nachher das Team eine kleine Änderung wird machen. Dann, genau. Ja, gewonnen hat Ungarn, der Lando Norris, das haben wir ja vorher schon thematisiert, Lando Norris von Oscar Piastri und George Russell. George Russell hat noch einen lustigen Fight mit dem Charles Leclerc, wo er dort ein halbes Referat gehalten hat, dass man das nicht machen darf, was er gemacht hat. Während dem Fahren muss man noch am Funk muss man da noch erwähnen. Ist halt Russell, ich glaube, mit der Geschichte, die er so abzieht, macht er sich keine Freunde. Ich weiß nicht, ich glaube, so der Russell wird wahrscheinlich einer der unbeliebtesten Fahrer sein am Feld oder im Feld, weil der Stroll ist vielleicht ein Halbschuh, aber er ist immer noch manchmal sympathischer, sage ich. Oder ich sage mal so, ich sympathisiere eher noch mit einem Stroll als mit einem Russell. Ist vielleicht jetzt ein harscher Call, aber ja,
Auch da schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Das nimmt mich Wunder, wie ihr so ein bisschen zum Russell steht. Ja, wie gesagt, Lando Norris vor Oscar Piastri. Piastri super Run gehabt, ist vorgefahren. Piastri hätte wahrscheinlich auch die Option gehabt oder die Möglichkeit gehabt, um das Ganze zu gewinnen. Ja, er ist ein bisschen versichert worden beim Boxenstopp, muss man sagen. Plus denke ich halt einfach auch, hat der Norris halt schlussendlich ein bisschen den besseres Ding gehabt mit dem One-Stopper. Und ja, ich glaube, beim Piastri hat man einfach ein bisschen die falsche Strategie gemacht. Man hat ihn vielleicht ein bisschen versäckelt, aber es ist halt nicht anders gegangen. Grundsätzlich wirklich beide super Rennen gehabt. Schon gegen zweitletzte oder letzte Runde wirklich noch prekär, wo die Turn 1 rein. Der Oscar ist mir ja fast in die Kiste reingefahren. Der Oscar ist im Norris fast in die Kiste reingefahren. Also viel hat nicht mehr gefällt. 6 Zehntel ist er nach dem Norris ins Ziel gekommen. Also wirklich auch sehr, sehr close zu ihm. Und für den WM-Stand ist es natürlich super spannend. Oder? Wir haben natürlich wirklich wieder eine sehr, sehr enge WM, was Fahrer anbelangt. Wir haben 284 Punkte, wo der Piastri hat und der Norris mit 275. Also 9 Punkte Differenz. Sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, wie das in der zweiten Saisonhälfte wird mit diesen zwei. Und da komme ich jetzt gerade eben zu dem Oscar versus Norris Thematik. Ich spüre es vielleicht schon ein bisschen raus, beziehungsweise wisst es ja auch schon ein bisschen aus der alten Episode raus, wenn ihr regelmäßig unsere Unsafe Release Episoden hört. Ich bin ja jetzt nicht so der Pro-Norris-Fan, weil er halt einfach in meinen Augen zu viele Fehler macht, um ein Championship zu gewinnen. Und das ist auch schlussendlich das, wo ich einfach glaube, dass ihm die WM wird kosten in der zweiten Saisonhälfte. Weil klar, es kann natürlich sein, dass der Norris jetzt voll den Turnaround holt und nicht mehr Fehler macht oder fast keine Fehler mehr macht. Aber der Oscar ist halt schon, muss man sagen, ein Brett. Sehr wenig Fehler oder fast wirklich keine Fehlerquote, kann man sagen. Ihm fehlt es einfach hier und da halt doch ein bisschen an der Erfahrung, weil er halt doch noch nicht so lange in der Formel 1 wie jetzt ist, nicht so lange in der Formel 1 ist wie der Lando Norris. Norris ist ja seit 2019 in der Formel 1 und wie gesagt, Piastri ist seit 2023. Darum, das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Aber ich denke, der Piastri wird es gleich machen, weil er halt einfach doch, also das klingt super blöd, aber ein bisschen cooler ist. In dem Sinn nicht von seiner Art und Weise, sondern halt einfach, wie er fährt. Mit uns einfach beim Norris merkst du einfach ein bisschen die Anspannung und alles. Und beim Piastri merkst du das einfach weniger. Also er ist doch ein bisschen der Fokussierte, doch ein bisschen mehr so ein bisschen der Killerinstinkt, glaube ich. Und ich glaube, darum wird er in meinen Augen wahrscheinlich in der zweiten Saisonhälfte eher ein bisschen im Vorteil sein oder eher ein bisschen das Momentum ein bisschen auf seine Seite überbekommen wieder. Er hat zwar, muss man auch sagen, jetzt in dieser Saison auch ein bisschen eine Tiefphase gehabt, hat sich aber dann doch wieder ein bisschen erholt gehabt. Und ich denke jetzt so, in der zweiten Saisonhälfte wird es wahrscheinlich dann wieder ein bisschen mehr auf sich überziehen. Aber das ist meine Meinung. Auch wieder da schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Aber bleibt sicher spannend und es wird sicher eine coole WM noch geben, hoffentlich. Für McLaren ist es natürlich super scheiße, weil man hat 2 Fahrer im gleichen Team, die um die WM kämpfen. Das ist das, was Mercedes jahrelang hatte. Also, ja, nein, nicht jahrelang hatte, aber vor allem mit dem Rosberg und dem Hamilton haben sie es gehabt. Und das ist etwas, wo sehr an die Substanz geht, denke ich, vom Team, vom Teamchef, auch von den Fahrern. Es gibt auch eine coole Story noch, was der Nico Rosberg gesagt hat. Das hat jetzt so nichts mit dem Hamilton zu tun. Aber der Rosberg, wie ihr alle wisst, ist mit dem Michael Schumacher noch gefahren. Und der Rosberg hat gesagt im Podcast einmal, dass das war sogar mit dem Daniel Ricciardo gewesen, hat ihm gesagt, der Schumacher sei der schlimmste Teamkollege, den er je hatte. Also nicht von der Art und Weise, wie er sonst so ist, sondern vom Mindgame, das er amigs macht. Zum Beispiel in Monaco hat er gesagt, das ist so eine Strecke, du musst einfach 100% fokussiert auf die Strecke gehen oder ins Qualifying gehen und du kannst dir wie nicht erlauben, dass vor dem Qualifying irgendetwas noch hast, wo passiert, wo dich ablenkt. Und er hat so erzählt, dass er vor dem Qualifying aus Witz gegangen ist, also der Schumacher, weil das machen Fahrer halt so, um wirklich nicht während dem Fahren oder während dem Qualifying merken, so, oh, ich hätte aus Witz und dann müssen wir aussteigen und weiss ich was alles, oder in den Sitz pinkeln, das gibt es ja auch. Der ist aufs Klo gegangen und der Rosberg ist dann auch gegangen. Und der Schumacher hat gewusst, er kommt auch aus WC und dann ist er einfach auf dem WC hocken geblieben. Und der Rosberg hat gewartet und gewusst, hey, ich muss jetzt dann ins Auto rein, weil ich muss ja jetzt dann losfahren. Und der Schumacher hat wirklich so lange gewartet, weil er genau gewusst hat, hey, jetzt muss er dann ins Auto rein und das langt ihm nicht mehr aufs WC. Dann ist er aus dem WC rausgekommen
Und der Rosberg hätte schon eine Alternative suchen und hat dann irgendwie so einen Öleimer reingeschifft, scheint er erzählt. Und hat er aber gesagt, er sei so durcheinander gewesen, das hat ihn so genervt, es hat ihn so gestresst und alles daran, dass er das Qualifying nicht hätte können mit einem klaren Kopf oder nicht mit einem 100%igen Fokus dran gehen. Und das sind halt einfach so Spielereien, die halt einfach teamintern halt gehen, was extern halt nicht geht, wenn du halt einfach einen WM-Konkurrent hast, wo, sagen wir mal, bei Ferrari ist und du bist eigentlich bei McLaren. Das geht halt einfach nicht. Und darum glaube ich, dass das nicht so einfach ist für McLaren, plus auch für beide Fahrer, wird es nicht einfach sein, dass man halt wirklich den WM-Konkurrent im gleichen Team hat. Aber das wäre eigentlich soweit auch Ungarn gewesen. Ungarn an für sich, sonst eben wie gesagt, strategietechnisch sehr spannend gewesen mit den Boxenstopps, alles. On-Track-Action ist jetzt eher mau gewesen, da haben wir jetzt nicht wahnsinnig viel gesehen. Aber man muss auch sagen, Ungarn ist bekannt dafür, dass man nicht gut überholen kann. Es ist halt eine sehr enge Strecke, sehr eine alte Strecke, ist jetzt zwar umgebaut worden. Boxengassengebäude und auch Tribünen auf der Startziel neu gebaut worden. Sieht super schön aus. Da haben sie wirklich gut gemacht. Und ja, ich bin gespannt auf nächstes Jahr mit der neuen Generation, wie es nachher dort wird, weil eben halt die Autos auch ein bisschen schmäler werden. Ob dann nachher ein bisschen mehr On-Track-Action werden sehen. Ein Team, das nachher immer noch in Ungarn geblieben ist, das ist Alpine unter anderem. Es sind dann noch 2, 3 andere Teams dort gewesen. Ich glaube, Williams war auch noch dort gewesen. Und zwar hat es noch Pirelli-Reifentests gegeben für 2026, wo sie neue Pirelli-Reifen getestet haben, also die kleiner waren, einfach an einem umgebauten Auto. Der Colapinto und der Gasly haben zusammen den Test gemacht und der Colapinto ist wieder einmal mehr gecrashed und hat den Karren komplett zerlegt. Der Mario Gisela heisst er, glaube ich. Hängt mich nicht auf, wenn ich es falsch gesagt habe. Ich habe gemeint, er heisst so von Pirelli, der Pirelli-Chef dort, oder der für die Formel 1 zuständig ist. Er hat gesagt, es sei halt schade, eben, es fehlen ein paar Kilometer, aber es sei okay, man hat halt schon ein paar Daten jetzt bekommen. Aber für Alpine ist es natürlich halt schon wieder so ein Schatten, wo sie mehr haben, oder einen grösseren Schatten haben jetzt, wo halt einfach vom Franco kommt, vom Colapinto kommt. Und ja, ist wirklich schade. Weil ich glaube, er ist schon talentiert, aber er selber macht sich zu viel Druck oder er übernimmt sich halt einfach immer ein bisschen. Und die Frage ist halt schon ja, wie lange bleibt er jetzt halt noch bei Alpine? Wenn ich jetzt die Podcast-Episode gestern aufgenommen hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, nicht mehr lang. Weil entweder holt es den Jack Doohan zurück oder sie einen komplett anderen fahren. Man kann aber wirklich den Bottas inzwischen ausschliessen, weil eben, der ist schon ziemlich fix bei Cadillac, darum der wird sicher nicht kommen. Hat es eigentlich alternativ, ja, ich muss es halt wieder erwähnen, den Mick Schumacher noch gehabt, aber sonst haben sie eigentlich niemand mehr groß gehabt. Jetzt habe ich aber heute gerade einen Post gesehen, dass sie mit dem Franco Colapinto sicher auch nach der Sommerpause werden weiterfahren und sie nicht voraussichtlich einen zweiten Fahrerwechsel werden vornehmen und wahrscheinlich auch mit dem Colapinto 2026 fortfahren. Und als ich das gelesen habe, habe ich einfach nur Geld geschmeckt. Es klingt jetzt blöd, aber ich habe wirklich Geld geschmeckt. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie dann auch Geld geschnuppert habe, sondern ich glaube einfach, dass der Briatore oder bei Alpine irgendwelche Leute argentinisches Sponsorgeld geschmeckt haben. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil die Performance von Colapinto, ich finde ihn wirklich eigentlich ein sympathischer und ein guter Fahrer, aber seine Performance ist wirklich schlecht. Und ich glaube, da müsste man einen anderen Fahrer rein. Eben zum Beispiel an Paul Aaron, finde ich, wäre vielleicht auch mal eine coole Alternative, um dem mal eine Chance zu geben, weil mehr für sich als es mit dem Colapinto kannst du es wirklich nicht mehr. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich ein bisschen Geld geflossen, dass er bleiben kann. Bin gespannt, ob es wirklich so ist, oder bin gespannt auch, ob er wirklich die Saison fertig fährt und vor allem über den 2026 fährt. Aber wenn da natürlich wirklich Geld geflossen ist, ja, dann wird das wahrscheinlich schon so sein. Weil, sind wir ehrlich, Alpine braucht natürlich das Geld. Sie kriegen jetzt nicht viel Geld über von der Formel 1, weil sie ja schon Letzte sind im Moment. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass da schon ein bisschen etwas was dran ist. Wo auch nochmal ein bisschen Geld geflossen ist, das war bei Aston Martin beziehungsweise beim Lawrence Stroll, also beim Vater von Lance Stroll. Und zwar hat er die restlichen Aston Martin Anteile noch gekauft. Es war so gewesen, dass ja Racing Point ist ja das ursprüngliche Team war, das hat ja Lawrence Stroll gehört. Danach hat ja Aston Martin Anteil gekauft, ist dann nachher zum Aston Martin F1 Team geworden. Und jetzt hat Aston Martin das
das wieder im Lawrence Stroll zurückverkauft. Jetzt, wieso macht man das? Begründung war, Aston Martin geht es finanziell anscheinend nicht so wahnsinnig gut. Autoproduktionen, also PW-Produktionen, die laufen auch nicht so wahnsinnig gut. Und darum hat man anscheinend jetzt gesagt, man tut die restlichen Aktien, die man noch im Besitz hat, im Lawrence verkaufen. Und dann hat man einfach genug, um noch das Unternehmen zu schützen oder einfach schlussendlich zum Aston Martin den Brand ein bisschen zu schützen. Noch. Ich weiss wirklich nicht, wie es finanziell aussieht, aber wenn es so etwas wirklich ist in diese Richtung, wird es schon nicht so lustig sein oder wird es schon ein bisschen gravierender sein. Schlussendlich ist jetzt Aston Martin eigentlich im Privatbesitz wieder vom Lawrence Stroll. Aston Martin, der Teamname soll aber so bleiben, weil das ist scheint ein mehrjähriges oder ein langjähriges Sponsoring, das hier unterschrieben wurde oder wo vereinbart wurde. Darum Namensänderung wird es hier voraussichtlich nicht geben und Aston Martin bleibt einfach ganz gleich auch im Formel 1 oder im Formel 1 Zyklus bestehen. Dann nachher schauen wir noch auf den letzten Punkt vom heutigen Podcast oder von der heutigen Episode. Und zwar, wir schauen noch ein bisschen weiter in die zweite Saisonhälfte. Und zwar, wir haben jetzt eben Ungarn gehabt. Und das nächste Rennen ist in Holland. Das ist vom 29.08. bis am 31.08. Und ja, der Ausblick sieht ein bisschen so aus, wie sich das Ganze nochmal wieder entwickelt. Also von den ganzen Teams. Ich tue jetzt das einfach relativ kurz halten, weil ich glaube nicht, dass es sich gross lohnt, dass man da gross ein bisschen über Prediction schwer machen. Also ich glaube, das können wir dann immer noch in einer separaten Episode mal machen, dann, wenn auch der Schubs wieder am Start ist. Ich glaube einfach, dass McLaren weiterhin der Dominator wird sein in der Formel 1 für diese Saison und bis Ende Saison und dass sich die WM zwischen diesen zwei wird entscheiden, weil das wird ziemlich klar sein so. Konstrukteurweltmeisterschaft ziemlich klar auch McLaren, also ich denke, die werden alles reissen. Und Platz 2 kann ich mir gut vorstellen, dass Mercedes doch nochmal ein kleines Comeback könnte holen und wahrscheinlich Ferrari auf P3 wird runterrutschen. Und P4, denke ich, wird Red Bull bleiben. Ich denke nicht, dass die noch irgendwie einen Turnaround werden machen und nochmal stärker werden gegen Ende Jahr. Ich glaube eher, dass das so bleibt, weil viele Teams sind sich natürlich schon für das Nächste konzentrieren, wie es Mercedes jetzt schon macht mit der Entwicklung. Ein paar Teams werden jetzt gleich auch mal nachziehen, würde ich mal meine Hand ins Feuer legen dafür. Und ich denke, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster vielleicht, aber ich calle Best of the Rest Team sauber. Mein Call. Wäre richtig wild, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ich glaube, sauber kann wahrscheinlich die Glückssträhnen oder die Performance-Strähnen, die sie jetzt haben, weiterziehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Ende Jahr auf Platz 5 vielleicht landen. Und dann nachher Williams kommt, dann nachher Alpha Tauri kommt, Haas kommt und dann nachher würde ich Alpine sagen. Das ist so ein bisschen meine Prediction, wie das so sich könnte ein bisschen entwickeln in der Formel 1. Noch mit den restlichen Rennen. Wir haben jetzt dann noch 9 Rennen, die vor uns sind. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf auf die restliche Saison. Es kommen ein paar gute Rennen noch, unter anderem eben Monza sicher. Singapur ist auch immer spannend zum Zuschauen, Brasilien natürlich auch. Katar ist auch eigentlich noch ein cooles Rennen und natürlich dann auch Abu Dhabi, das letzte Rennen. Wenn die WM sich bis dorthin zieht, vom Fahrer-WM, wird das sicher sehr, sehr spannend werden dort. Gut, dann würde ich sagen, wäre es mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt, dass euch nicht zu langweilig wurde, weil halt einfach so das dynamische Hin- und Herreden, Reden gefehlt hat vielleicht. Ich weiß es nicht, darum ich hoffe mal, euch hat das so wie gefallen. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch wieder das nächste Mal mit dabei sind. Und ja, jetzt habe ich die Abmoderation komplett vergessen, und ich schon immer sage, das ist jetzt richtig doof, jetzt muss man irgendetwas aus dem Ärmel rausschütteln. Also falls euch die Episode hier natürlich gefallen hat, würden wir uns natürlich immer nicht über eine Bewertung auf dieser Episode freuen, sondern allgemein den Podcast über eine Bewertung freuen, falls ihr den noch nicht bewertet habt. Und wenn ihr würdet natürlich teilen und uns so würdet supporten, würde uns natürlich riesig unterstützen, würde uns sehr freuen. Und schaltet auch gerne das nächste Mal wieder rein bei der nächsten Episode vom Unsafe Release.